Manchmal habe ich das Gefühl, unser guter Link hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ja, willkommen zurück hier zum Schlussrun von Tears of the Kingdom. Wir sind ja auch schon bei Folge 231, Lecco Mio. Und bevor wir nachher ganz kurz nach Hause gehen, um noch unser Schwert abzulegen und so, hat uns Imp etwas über die Verheerung zu berichten. Und Link fragt sich, die Verheerung? Hä? Was ist das? Gerade er müsste am besten wissen, was die Verheerung ist. Oder war. Oder wie auch immer. Die Verheerung, das war die Manifestation des Zorns des Dämonenkönigs, der vor Äonen die Welt bedrohte. Also doch, dass wirklich der Zorn war, in Kombination mit der Energie, die aus seinem Körper heraustrat, sich dadurch manifestiert hat. Naja. Viele junge Leute glaubten, dass es sich dabei um ein Märchen handelt. Doch die Verheerung gab es wirklich. Hier sie ist die Prinzessin mit der Siegelkraft und den Krieger erwähnt vom heiligen Bandschwert. Ja, vor allem der Krieger da, der überhaupt nichts irgendwie mit einem gewöhnlichen Link zu tun hat. Ne? Ich meine, er trägt irgendwie offenbar grüne Klamotten, hat rote Haare. Weshalb es ja auch, bevor Tears of the Kingdom veröffentlicht wurde, auch irgendwie Theorien darüber gab, dass damals derjenige, der gegen das Masterschwert trug, sogar Ganondorf war. Der damalige Ganondorf, der ja quasi vom Masterschwert auserwählt war, also gar nicht böse war. Aber naja, also mittlerweile auch wieder ein bisschen, ja, aufgelöste Theorie. Und wer der Typ da ist, der mit dem Masterschwert, eben der mit roten Haaren und grünem Gewand und so, das sehen wir noch. Keine Sorge. Gemeinsam mit den 4 von unseren Vorfahren erbauten Titanen gelang es, in die Verheerung abzuwenden. Da fällt mir ein, Simin wollte eine Unterrichtsstunde über die Verheerung für die Kinder der Hateno-Schule abhalten. Hateno liegt im Südosten von hier, ist gar nicht weit. Vielleicht kann sie auch dort noch etwas lernen. Dort waren wir schon. Aber der Hinweis hier, eben der ist natürlich sehr, sehr wichtig, finde ich, dass es im Spiel selber auch genannt wird, dass eben die Verheerung Ganon, die aber trotzdem offenbar nur alle tausende von Jahren erscheint oder so, dass das die Manifestation des Zorns von Ganondorf ist. Ne? Also quasi von der Timeline her, innerhalb jetzt dieser Timeline, oder ja, die Abfolge der Ereignisse innerhalb dieser Timeline ist halt so, dass wir hier die Entstehungsgeschichte oder Wiederentstehungsgeschichte von Hyrule haben. Ob es wirklich das erste Hyrule war, wage zu bezweifeln. Aber Raoh hat halt das hier zu dem Zeitpunkt Hyrule gegründet. Ja, und dann sind halt Ereignisse hier passiert, mit Ganondorfs Auftauchen. Sind auch deswegen sehr, sehr gut. Hier sieht man es zwar gerade ein bisschen weniger. Bevor wir gegen Ganondorf antreten, werden wir nochmal alle Cutscenes kurz durchgehen. Also sprich alle Erinnerungen. Und die Gerudo haben hier noch runde Ohren, ne? Ganondorf genauso. Und noch keine spitze Ohren, wie es momentan ja der Fall ist bei den Gerudo, ne? Also zum Beispiel auch Minero und so. Richu. Die haben spitze Ohren. Und spitze Ohren haben ja eigentlich vor allem die Hylianer. Aber ist ja logisch, wenn sich die Gerudo-Kriegerinnen ja immer mit männlichen Hylianern verkuppeln oder vorgepflanzt haben, dass ihre Nachkommen, die ja immer weiblich dann waren, bis eben noch den anderen von damals, dass die dementsprechend sich mehr und mehr angepasst haben und eben auch logischerweise jetzt mal die Ohrform geändert haben, von rund zu spitz. Und ja, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, hier Gandalf und so, Dämonenkönig nachher versiegelt wurde, genau gesagt, gut, das ist schon wieder vorbei, versiegelt wurde, unterhalb von Schloss Hyrule und so wie wir ihn dann auch vorgefunden haben, aber trotzdem offenbar immer Energie ausgeströmt ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo er wirklich erwacht ist, da war es ein Miasma, und er ist dann eben erwacht, aber vorher war es über Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg offenbar nicht das Miasma, sondern eine schwächere Form, eine Energieform quasi, keine körperliche Form, die man als Schlamm des Hasses kennengelernt hat, die ja dann eben auch in der Lage war, Titanen und so Wächter und so zu ergreifen. Und das war dann wohl eben sein manifestierter Zorn, ne? In dem Sinne halt Ganon. Die Verheerung Ganon, wie sie genannt wurde, weil sie offenbar immer wieder aufgetaucht ist. Aber ganz ehrlich, wenn das letzte Mal vor 10.000 Jahren der Fall war, dann frage ich mich halt, wie lange ist der verdammte Versiegelungskrieg her? Weil es hieß ja, die Verheerung Ganon taucht immer wieder auf und deswegen haben die Sheikah ihre Technologie erfunden mit Wächtern, Titanen und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, ich glaube eher, dass der Versiegelungskrieg selber 10.000 Jahre her ist
Und nach 10.000 Jahren, da können schon mal ein paar Daten durcheinander geraten. Ne? Also, finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Und dass Garn halt immer alle Jahrhunderte oder so aufgetaucht ist, das letzte Mal schon ein bisschen länger her ist, also keiner mehr von unseren, die hier leben, erinnern kann. Das ist ja schon 1000 Jahre her oder so. Und dann fanden halt die Forscher damals im Breath of the Wild, oder vor über 100 Jahren, fanden irgendwelche Aufzeichnungen. Da hieß irgendwie was, ja, 10.000 Jahre und so. Und dann dachten sich die Forscher automatisch, aha, das letzte Mal, wo er aufgetaucht ist, ist 10.000 Jahre her. Könnte man sich das mal so vorstellen, ne? Ich denke, vielleicht ist es mit dem Zorn, vielleicht ist es ähnlich. Ich dachte ja ursprünglich mal, es könnte ähnlich sein mit dem Todbringer und dem Verbannten. Weil der Todbringer wurde sein Körper. Ja, nee, eigentlich nicht. Ne? Sein Körper wurde ja nicht versiegelt. Weil das, was er dann als er verwandt wieder auferstanden ist, das war ja aus einer Art Energieform, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Das ist eigentlich auch eine Körperform. Aber es hat halt keinen Verstand, ne? Wobei der Grund war ja eigentlich, dass seine Seele fehlt. Ja, gut, ist ja egal. Ich schwach zu sehr ab. Definitiv zu weit weg. Das wäre wirklich mal ein anderes Thema für ein komplettes Timeline-Video. Aber ich glaube, damit wir sowieso noch abwarten. Wir müssen noch ein bisschen mehr Informationen bekommen. Also zumindest mal bis dieses Hyrule Historia Buch, beziehungsweise das Masterworks besser gesagt, von dem Spiel hier, bis es auch mal bei uns erscheint. Oder zumindest bis es komplett entziffert wurde. Danach eventuell. Aber wäre sowieso erst dann ein Thema, sobald ich das Spiel durch habe. Gut, ich wollte ja, bevor wir hier mit den Sidequests und Rüstungen weitermachen, wollte ich ja nach Hause gehen. Ja, ich gehe nach Hause, mir reicht's. Genug gearbeitet. Und das Schwert ablegen. Ich hoffe, ich habe noch Platz. Ich bin nämlich gar nicht mehr so sicher. In unserer Waffending. Oder ob ich da vielleicht sogar noch eine mitnehmen muss. Oder, also beziehungsweise einen neu bauen muss. Oder ob ich überhaupt noch Platz dafür habe. Weil diese Anzahl Module, ich finde immer noch, es sind viel zu wenige. Da hätte man durchaus aufstocken dürfen. Hä? Wo ist denn? Ah, der ist da hinten. Wunder, hä? Wie könnte ich denn hier überhaupt meine Module aufstocken? So, das war ja so. Hatten wir hier unten. Was ist denn das schon wieder für ein Teil? Nee, warte mal. Ich würde sagen, Michael fragen. Ich habe ja 2 hiervon. Hier sind die Schilde, ja. Theoretisch gehört der Healer-Schild auch noch dazu, aber lassen wir jetzt mal. Am besten Schild da ist gut. Hier haben die Bögen, ja, das sind ja auch seltene Bögen. Das sind dann die Waffen der Recken, ne? Okay, die Waffen der Recken. Das eigentlich auch, ne? Da ist noch ein Schild. Wir haben den Falkenbogen, genau, da wollte ich nochmal neu machen. Aber ich glaube, solange der nicht kaputt ist, kann ich gar keinen neu machen, ne? Das ist natürlich ein bisschen schade, deswegen habe ich hier eben noch einen dabei. Weil ich eigentlich aus dem Falkenbogen meinen Falkenbogen machen wollte, aber offenbar geht das noch nicht. Und dann haben wir hier unten nochmal ein paar Waffen. Oder eben, jetzt glaube ich, die Lanze von Ganondorf. Warte mal, ich muss doch ganz kurz gucken. Hier liegen noch ein paar Waffen hier ab. Hä? Und abgelegt. Nein, in der... schwierig mit euch. So. Also, Miasma-Prügel, Miasma-Lanze. Die habe ich glaube deswegen hingelegt, weil wir die so selten gesehen haben. Das Miasma-Schwert kriegen wir immer. Dann sind es eigentlich Platzhalter. Aber es sind halt trotzdem Ganondorfs Waffen, wenn man so will. Oder die von dem Ganondorf oder Phantom Ganon. Der Schattenzweihänder, ja, ist halt eine Waffe von einem früheren Ganondorf. Wobei es eigentlich wiederum unsere Waffe war, beziehungsweise die aus dem Königshaus. Also. Ich lege es trotzdem mal hier ab.
So, nehmen wir den Rest noch alles mit. Und ja, das werden wir sicher hier behalten, aber das passt schon. So, hätten wir das gemacht. Dann will ich mal kurz, da muss ich jetzt gucken, ob das nicht in... Doch, warte mal, das müsste gehen. Jetzt im Spielpause, bevor ich mit purer quatsche. Will ich nämlich mal nochmal kurz checken, wie das mit dem Reckengewand war, weil ich habe ihn gelesen, das Reckengewand, das normale Reckengewand, kann man auch bei diesen Statuen kaufen. Wir wissen ja, wenn wir einmal eine Rüstung bei denen gekauft haben oder auch eine Waffe gefunden haben im Untergrund, dann können wir die bei denen jeweils wieder neu kaufen. Aber das Reckengewand, das normal, haben wir doch gar nicht hier gefunden. Wenn wir das im Angebot haben, ist aber es nie gekauft. Klar, wir haben das beste Reckengewand, aber das Ziel ist, dass ich das Spielmodus komplett habe. Seltsam. Nee, da fehlt was. Moment. Brauche ich dafür vielleicht... Ich meine, baut auf eine bestimmte Magier-Statue anzuquatschen. Oder aber fiel mir doch nur einer, wohl er hier schon gesagt, oh, du hast alle meine Brüder gefunden. Seltsam. Apropos seltsam, wenn ich schon mal hier bin. Ich wollte eh noch alle meine Batterien aufforsten, ne? Okay, ich muss entweder dann wieder ein paar farmen oder ein bisschen duplizieren, je nachdem. Ich glaube, ich werde eher aufs Duplizieren hinauslaufen. Ich meine, ja. Farmen haben wir ja schon genug gemacht. Ne, ich glaube, ein bisschen groß und dann mal ein bisschen farmen, bis wir so etwa 100 Stück oder so haben und dann die Resten hier mal eintauschen und dann ist gut. Oh, ja, hier hoch wird schwierig. Obwohl. Weiter oben war die nicht, ne? Ja, aber, stimmt, das war ja die unten. Entschuldigung, jetzt, ich habe gerade gedacht, hey, wo waren die zum Teufel schon wieder? Aber ja, ich weiß wieder. Das war ja unten. Habe ich gerade komplett vergessen. Die war irgendwo hier. Ja, da. Für die Rallala, für die Rallala. Warum soll es mir plötzlich mehr Dinger geben? Okay. Was? Erinnerungsgewand? Ja, plötzlich hier alles, ne? Der Seewind-Bumerang, eine Gottheitsklinge, Schatten 2, also jetzt hat er die auch, okay. Aber ich finde es krass, dass du ein paar die meisten dieser Waffen und Rüstungen findest du via den Schätzen oder Schatzkarten in deinem Himmel findest. Und andere, wie eben den Schatten 2 Händen, findest du so nicht. Wie hätten so einen Unterschied gemacht? Ist auch seltsam. So, wir haben es gerade gesehen, ne? Erinnerungsgewand. Hier. In aller Zeit durften nur die 5 vom Königshaus Hyrule ausgewählten Recken diese Kleidung tragen. Das strahlende Blau lässt selbst den Himmel Hyrules erblassen. Was ist jetzt sogar das, was wir damals getragen haben, beim allerersten Part sogar noch? Tja, der Klassiker, ne? Wenn wir runternehmen, dann müssen wir mal gucken, wie man das irgendwie upgraden könnte. Geht sicher, ne? Fragen wir halt einfach.
Ursprungsstärke eigentlich dasselbe wäre. Verbessertes Kleidungsstück. Ja gut, also ein bisschen mehr Schutz. Ein Schulterpanzer, ne? Gerade halt auf der Schwerthandseite. Ach ja, gut. Haben wir aber auch das wieder gemacht, Freunde, ne? Wieder ein neues Rüstungsset. Sehr cool. Dann wird es Zeit, hier zu gucken. Ich gehe mal hier hin, komm. Geht darum, wir brauchen verschiedene Sets, wo es eben auch verschiedene Quests dafür gibt. Also uns fehlt zum Beispiel noch das Tingle-Set, wobei offenbar schon eins davon haben, die Mützen nämlich. Den beiden haben wir gar nicht gefunden, die hatten irgendwie auch nichts mit diesen Schatzkarten zu tun, lustigerweise. Das Grimming Gottheit-Set fehlt noch, es fehlt noch das Phantom-Set, das ist von, Phantom-Set, nicht von Phantom Gun, sondern von Phantom Zelda aus Spirit Tracks. Das gab es, glaube ich, im Vorgänger auch schon. Also hier vor Breath of the Wild gab es, glaube ich, auch schon. Und, hab ich nicht mehr auswendig im Kopf. Moment. Was kurz. Okay, Schwein gehabt. Da hat gerade irgendwie die Aufnahme gelöscht oder so. Hey, das wäre jetzt doof gewesen. Ne, warte mal. Ne, die Aufnahme läuft noch. Gut. Also, nochmal ganz kurz gucken. Wie sieht es denn hier aus? Armor Sets und Location. Das Ding kann ich eh nicht nutzen. Das kann ich nicht haben. Okay, warte mal. Das Ding haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir haben schon relativ viel, Gott sei Dank. Das Gummiset haben wir mittlerweile auch schon. Barbaren-Set auch. Jägerklan auch. Ja, ja. Das Dunkelset, das Froschset auch, genau das Phantomset, eben mit dieser Phantomrüstung aus Spirit Tracks. Dann die Rüstung der Wildnis, wobei ich da, das hätten wir, das haben wir auch schon. Ja, Wildnis, genau, das haben wir. Evil Spirit, also Unheilsdinge haben wir auch. Ach genau, es gibt den noch, das haben wir auch schon im Zuge der Hauptstory-Quest hier gefunden. Blitzstrahlumhang, ja, ist eine Anlehnung an einen Drachen. Weil sie auch vom Kopf her, also vom Horn her und so daran erinnert. Und es gibt lustigerweise auch noch 2 Sets für die anderen beiden Drachen. Ja, also irgendwie so ein Glutset oder irgendwie so ein Frostset oder so, was bei einem anderen Drachen repräsentieren soll. Also das fehlt uns noch. Dann eben Tingle Dingsbums, wobei wir die Mütze ja eben schon haben, wie bereits erwähnt. Das heißt, es sind 6, 9. 9 bzw. also 9 Einzelkleidungen, sprich zu komplett 3 Sets und eben das mit Tingle. Und wenn man ganz kurz checken will, ob das wirklich das, was wir schon haben, hier vom Kopf her. Ja, das sieht genauso aus. Hä? Da war das gar keine Schatztruhe-Ding und ich habe das einfach per Zufall gefunden. Oder war das das Ding? Ah, nee, warte mal. Ah, stimmt. Die Tingelmütze, die haben wir hier gefunden. Dazumals. Das hatte gar nicht mit dem Untergrund zu tun. Das war ja hier mit dem. Ah, verdammt, war das schon wieder. Statue der 8 Göttingen. Hier. Wo auch noch irgendwie so ein Teil drin ist. So ein Major-Signum. Genau, hier haben wir das gefunden. Deswegen. Okay, okay. Aber ja, ich kann schon mal sagen, es ist nur der Kopf. Es gibt auch noch 2 andere Dinge. Moment, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ich gerade einen Fehler gemacht habe. Dauert nicht lange, keine Sorge, weil ich dachte gerade irgendwie, die anderen 2 finden wir auch hier. Ne, das wäre ein bisschen doof. Das Tingle-Rüstungsset. Naja, wer will das schon, aber egal. Ah, okay, okay. Ne, die anderen beiden sind was anderes. Weil wir die, glaube ich, auch schon mal irgendwie gesehen haben müssten. Hä? Warte mal. Ah, hier, okay. Also hier finden wir noch einen Teil von Tingles Mütze. Oder Tingles Set beziehungsweise. Und eben, es wird auch sowas sein mit dem Iga-Schrei mäßig. Die andere ist auch gar nicht mal so weit, so jetzt mal weg. Was ist hier? Zwillingsberger.
Naja, markieren kann ich es mal, ne? Dann wissen wir zumindest für die Zukunft. So, ist es schon der Beginn der einen Quest hier, wo es eben darum geht, ein paar Dinger zu finden? Wir werden es gleich sehen. Hätte sein können. Okay, wir haben hier einen Brunnen, aber da waren wir schon. Ja, da muss ich jetzt zum Stall gehen und dann wird das getriggert. Hunde sind spitze. Ja. Wo ist der hin? Südwesten, okay, aber seht ihr gar nichts. Interessant, warte mal. Da haben wir gerade etwas anderes hier keinen Sinn. Wenn das so sehr verschätzt wird, das irgendwie eingegeben habe. Warte mal, das kann gar nicht sein. Welches Set werden hier? Das Phantom-Set oder das der grimmigen Gottheit? Warte mal, das war hier. Moment. Keine Frage vertan mit den Sets. Das Erwachen-Set fehlt ja auch noch. Entschuldigung, da haben wir noch vertan. Ein Set fehlt auch noch. Mit dem Link aus ja, Link's Awakening, der auch genauso bescheuert aussieht. Zumindest vom Kopf her. Also mindestens wie der Link, sag ich jetzt mal, aus dem Switch-Teil. Switch HD-Teil, genau gesagt. Das ist ein bisschen doof, was ich hier treibe. Warte mal, also hier ist definitiv eine Höhle, das stimmt schon. Ich bin hier noch zu früh. Gehen wir mal ganz kurz zurück. Ja, ist ein bisschen doof, ich weiß. Vor allem, wenn man irgendwie sich denkt, ja, komm, ich hab doch hier alles markiert und so, wo das Ganze starten soll. Und dann bist du da und merkst irgendwie, warte mal, da stimmt irgendwie gar nichts. Falschen Weisen dabei, ne? Jo, da hilft Reach uns gar nicht viel in der Luft. Ja, ich bin doch... Bin ich jetzt tatsächlich an den beiden da vorbeigedatscht? Hab die nicht gesehen, hab die Höhle nicht gesehen, bin da entlang? Junge, es ist zu spät, ihr sollt aufhören. Nee, da geht ihr unter keine Kuhhaut, dass ich hier treibe. Nur ein Ding gefunden. Ich weiß, lange es dauern wird, das alle zu öffnen. Ich kann jetzt schon nicht mehr.
Nur grüne Rubin drin, wir müssen uns eben veräppeln. Was ist denn los? Siehst du den? Ram das Schatz. Ah, die gibt's ja auch schon wieder. Ah ja, die Ram das Schätze-Ding, genau, da gibt's noch ein paar. Das war das, okay. Da gibt's noch ein paar weitere Sidequests. Wir haben ja nur einen Anfang gemacht quasi. Kennen wir schon. Sind wir Mode. Da sind wir nun hier. Ja, stimmt. Vor dem Kataklysmus, also sprich bei Breath of the Wild, gab es gar keine Höhlen mehr. Zumindest konnten wir nie in Höhlen rein. Nicht finden. Stimmt auch wieder. Die eine Raum der Schatz. Wieso war eine Hundenase? Klar können wir eine Hundenase ausbauen, aber es sind ja eine Menge Schätze, also kann ich einfach alle mitnehmen. Ist aber lustig, dass ein paar verrostet sind. Ich kann mir echt vorstellen, dass das eine von denen ist und die sie halt nicht ausgraben können und deswegen muss ich da halt ran. Ich meine, ich mal ganz ehrlich, Leute, stört uns das, wenn wir halt hier ein paar mehr... Gut, das sind schon viele, ne? Ich meine, es gibt Kohle, also warum den da einfach alle mitnehmen? Orientieren kann man sich ja auch, aber die schon geöffnet sind, die sind halt für uns schon erledigt. Sind echt ein paar und überall verstreut. Ah, schon offen. Jo. Mal die Füße, mal die Hände, linken alles. Krass natürlich, wenn wir wirklich den Hund bräuchten, weil der Schatz noch irgendwo anders ist, wo ich sonst ohne Hund gar nicht hinkomme. Was vielleicht gar nicht in der Höhle selber ist. Aber selbst dann, ne, ich meine, ich kann so oder so eine Kiste immer ausgraben. Wo ist die hingeflogen? Ich erinnere mich irgendwie in gewisse Situationen, wir hatten doch auch schon bei gewissen Zelda-Spielen, mal im Fall, dass man halt geheime Räume fand mit mehreren Truhen drin.
Vorteil ist, so sehe ich die natürlich relativ fix. Die ganzen Truhen. Könnte sein, dass echt so geskript ist, dass nur die Truhe sein kann, wo der Hund hin zeigt, ne? Flammenhose! Hey, du da! Seht ihr, geht doch. Okay, jetzt das ist also irgendwie, Flammenhose ist halt das eins von diesem Flammenset, halt, was ich vorhin erwähnt hatte, vom Flammendrachen halt, der Feuerdrachen. Aus dem Weg, Mann! Domidaxinor. Eine alte Flasche. Mir hat auch gerade ein bisschen Vibes an vergangene Zelda-Spiele, wo wir Flaschen suchen mussten. Und Flaschen vor allem brauchten, damit irgendwie die Story weitergehen kann, weil wir einen gewissen Inhalt einfüllen mussten. Oh, finde meine Schatze, lies meine Worte, diese Flammenhose ist nur eines meiner verborgenen Kleinode. Das nächste Stück. Grimmigottheitklinge mit Namen. Gegenstand Grimmingottheit hier zurück. Damit dies gelingen kann, musst du 3 Orte aufsuchen. Die Schlafkammer auf der Roten Zitadelle in Akana sowie der Totenschädel linkes Auge. Ramda, Räuberkönig. Den haben wir auch alle 3, damit dann das Tor hier aufgeht und dann kriege die Grimmigottheitklinge. Die werden wir schon haben, die aber bald zerstört wird. Wegen Haltbarkeit und so. Okay, okay. Die Flammenhose. Warte mal, hier die Blitzstrahl, Gewitter, Elektroangriff haben. Wie ist denn das mit dieser Feuerhose? Wo ist sie überhaupt? Ah, hier. Bei Hitze Feuerangriff. Ja, genau. Okay, okay. Das sollen die Drachen auch tun, ne? Wenn man so will. Die grimmige Gottheit als Ramdas Schatz. Okidoki. Haben das natürlich, ne? Also vor der nächsten Folge werden wir uns... Eine Höhle, hä? Was ist denn hier? Ging der neue jetzt auf gerade? Vorhin gar nicht gesehen. Ich erlöse dich! Major Signum. Eine weitere Höhle abgefrühstückt. Puh. Was machen wir jetzt? Da müssen wir hin. Hey, geht's noch? Hast du uns jetzt so belauscht? Lass es gefälligst. Nö, wieso? Die Chefs gehören ja mir schlussendlich. Pissen. Der kann sicher gut pissen. Wenn wir erzählen würden. Rede. Oh ja, klar. Zwillingsmanuskript. An welchem Ort mag dieser Schatz verborgen seine wohlbehütet im Schoß einer Truhe ruht? Des Feenfreunds erlangt in einem fremden, fernen Land. Ah, Tingel. In wessen Kluder stehen 2 Zwillinge mit 2 Höhlen, die sich fest ins Auge blicken. Ja, ich weiß schon, ich habe sie vorhin auf der Karte markiert. Gut, Nebenquest, ja, der Kerl schon wieder. Das Piratenmanuskript. Grüne Clan. Okay, das letzte Set von Tingle. Ja, wir wissen sie im Prinzip, aber wir wollen ja auch die Quest abgeschlossen haben. Wir haben es auf der Karte markiert, ne? Also insofern kann das lange aussparen. Ja, mag dieser schwarze Wagen sein. Die wollen. Das Feenfreunds. Oh ne. Ja, die habe ich schon. Das Ding ist Mütze, die haben wir schon.
Das heißt, die Sidequest haben wir. Haben wir Schatz, Kriegerin-Manuskript. Aber es ist eigentlich ganz interessant, diese ganze Questerei. Ne? Wir haben generell Ramdas Schatz irgendwie mal was gehabt, wo es darum ging, 3 Höhlen hier auf der Ebene von Hyrule. Die auch völlig unterschiedliche Dinge waren. Das eine war mit der Barbaren-Set ein Teil, dann irgendwie der Kletterrüstung ein Teil. Und eine Froschrüstung war auch dabei. Und jetzt hier aber Ramdas Schatz, da haben wir Flammen, also vom Flammenset irgendwie was gefunden. Der Feuerset, wie heißt das ganze Ding genau? Ich kann mit dem Namen ein bisschen langsam durcheinander tatsächlich. Wegen Feuerangriff und so, ne? Der Flammenhose, kennst du schon. Also die Hose vom Flammenset, dann wurden sie irgendwie aufgeteilt. Ah ja, du willst die grimmige Gottheit klingen, dann musst du die grimmige Gottheit das Set suchen und die berichten jetzt gerade, oder haben berichtet vom Set bezüglich Tingle. Und eben, es gibt ja noch mehr Sets, wobei so viele natürlich auch nicht mehr. Aber ich glaube, die werden sogar erst dann getriggert, sobald ich die hier gemacht habe, wenn ich nicht komplett täusche. Also gerade das mit dem Erwachen-Set, also vom Link aus Link's Awakening, vor allem Link's Awakening HD auf der Switch, wo ich dann auch dieselbe Maske aufhaben und ich genauso aussehe wie der. Das wird ein Spaß. Und an der Stelle sagen, danke fürs Zusehen. Ich werde, glaube ich, offscreen kurz noch mir die Orte hier markieren, die hier draufstehen. Das seht ich, muss glaube ich noch. Okay, 3 Stück haben noch frei, perfekt. Das müsste reichen, weil das Ding hier ist, glaube ich, eben wieder eine andere Set für. Ich glaube, das ist sogar das Erwachen-Set. Ja, über das Link's Awakening. Aber wir müssen mal gucken. Bleibt spannend auf alle Fälle. Und hier eben die Sets von Tingle, die er gerade beschrieben hat. Es geht voran. Vor allem kommen wir dazu mit Sidequests, können wir die auch noch abhaken, ist doch cool. Schön, schön. Bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao zusammen.